Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, es ist mal wieder soweit Heimspiel. Dieses Mal spielen wir gegen den FC St. Pauli. Wir werden natürlich sehen, was am Samstag da letzten Endes herauskommt. Aber erst einmal sprechen wir über meine Gedanken vor dem Spiel, was ich ungefähr so schätze, wie sich unsere Mannschaft am kommenden Samstag verkaufen wird und noch ein paar generelle Gedanken zu unserem kommenden Gegner. Ja, St. Pauli. Ein weiteres Element, das die FC-Szene ein bisschen so, würde ich sagen, spaltet. Ihr könnt es ja unschwer erkennen. Ich gehöre zu der Fraktion, die eher mehr die Freundschaft zu Borussia Dortmund fühlt. Aber die Oldschooler liegen ein bisschen mit Leuten wie mir im Clinch. Die sagen dann, nein, die einzig wahre Freundschaft des 1. FC Köln ist die mit dem FC St. Pauli. Da kann ich nur sagen, das sind ihre Freunde. Und das hier sind auch ihre Freunde. Jetzt könnt ihr natürlich am kommenden Samstag euch mit den ein oder anderen Pauli-Fans unterhalten, wie sie das Ganze sehen. Aber meiner Meinung nach ist die Geschichte mittlerweile zu den Akten gelegt. St. Pauli wird garantiert mit reichlich Auswärtsfans anreisen. Das ist ja auch ein ziemlich gut besuchter Verein und auch ziemlich groß unterstützter Verein mittlerweile. Und ich gehe auch mal davon aus, dass sie den Auswärtsblock komplett ausfüllen werden. Bin halt nur gespannt, ob sie hinterher wieder aus dem Stadion rauszubekommen sind. Ihr wisst ja, Hausbesetzer-Szene und dergleichen. Ich bin jetzt zwar nicht besonders vertraut mit dem Spielsystem vom FC St. Pauli. Ich muss auch ehrlich sagen, berufsbedingt und aus privaten Gründen bereite ich mich auf den kommenden Gegner meistens so etwas kurz vor dem Spieltag vor. Aber ich gehe davon aus, dass sie größtenteils über links spielen. Ihre Abwehr wird sicherlich ziemlich wachsam sein. Ob das jetzt ein hitziges Spiel wird, kann ich gerade zu diesem Zeitpunkt nicht prognostizieren. Also, ich kann nur eins sagen, sollten die St. Paulianer eventuell eine rote Karte bekommen im Verlauf des Spiels, bitte nicht mit dem Parteibuch verwechseln. Aber gut, ich habe trotzdem einen gewissen Respekt vor deren Mannschaft. Ja, die haben keinen besonders guten Lauf, wenn du so die Ergebnisse dir ansiehst. Aber zuletzt gegen Bayern geführt und ihr dürft nicht vergessen, die haben Mönchengladbach aus dem Pokal geschmissen. Die sind ein bisschen im Flow momentan. Da mache ich mir natürlich entsprechend Sorgen, dass das nicht gegebenenfalls in dieses Spiel mitgenommen wird. Das ist halt so eine Sache. Ich möchte die nicht unterschätzen. Vor allen Dingen, als ich auch noch gesehen habe, wer neuerdings bei denen ist. Aber ich habe, wie gesagt, ich konzentriere mich größtenteils auf den 1. FC Köln. Und dann, wenn es dann zum Hinspiel langsam hinführt, dann beschäftige ich mich größtenteils mit dem Gegner. Weil ich habe auch was anderes mit meiner Zeit zu tun, als die ganze Zeit auch noch weitere Mannschaften mir anzusehen. Matthijs Kaas, kennt ihr den noch? Von Magdeburg? Der ist ja auch zu denen gewechselt, verdammt nochmal. Ja, den habe ich ein bisschen so auf dem Schirm. Deswegen, ich sag mal so, das ist jetzt trotzdem immer noch eine gute Mannschaft. Nichtsdestotrotz, unser FC geht als Favorit meiner Meinung nach ins Spiel. Ja, und dann kommen wir auch direkt mal zu unserer Mannschaft. Ja, Lukas Kwasniok hat heute bei der Pressekonferenz gesagt, dass höchstwahrscheinlich Said Elmalah direkt von Anfang an spielen wird. Zuletzt hat er die 90 Minuten überzeugt, auch das entscheidende Tor geschossen in Bremen. Und natürlich, es ist absolut legitim, dass er weiterhin dabei ist. Und dann auch direkt von Anfang an. Ebenso auch zu überzeugen wusste Graf Vandenberg. Der wird auch anfangen am Samstag in der Innenverteidigung, wo wir sowieso unsere größte Baustelle haben momentan. Er hat sich gut verkauft und ich hoffe mal, er nimmt auch so für sich so einen gewissen Flow mit. Eventuell auf der Bank Platz nehmen wird Isak Johannesson. Sehr schwache Leistung gegen Bremen und auch Jakub Kaminski. Der wird wahrscheinlich am kommenden Wochenende eher mehr umgestellt oder vielleicht sogar auf der Bank Platz nehmen. Ich habe es jetzt nicht geguckt, habe es nur kurz gelesen, was da in der Pressekonferenz geäußert wurde. Ja, deswegen kommen wir doch direkt mal, weil es ist jetzt nichts weiter als ein kleines Vorschauvideo. Wie gesagt, nur eine kleine Prognose zum Spiel. Deswegen direkt mal mein Tipp zu diesem Spieltag.
Ich unterschätze St. Pauli nicht. Und wir haben ja immer noch dieses Standardproblem. Freistöße, Ecken und so weiter und so fort. Mal gucken. Ich glaube schon, dass wir einen kassieren. Deswegen gewinnen werden wir mit 2:1. Das ist mein Tipp für dieses Spiel. Ob sich das bewahrheitet, werden wir natürlich dann hinterher sehen bei der Reaction. Aber ich sage ganz klar, wir müssen jetzt dieses Spiel gewinnen. Weil einfacher wird es jetzt auch nicht mehr in nächster Zeit. Hier erwarte ich einen Sieg. Egal mit welchen Mitteln. Und egal, ob sie hinterher sagen, hey, das war auf jeden Fall ein verdienter Sieg oder ähnliches, das ist mir egal. Hauptsache gewinnen am kommenden Samstag. Ja, ich bin auch vor Ort. Mal sehen, wie die Stimmung sein wird. Auch die Stimmung im gegnerischen Block werde ich entsprechend ein bisschen beobachten und euch dann auch bei der Reaction versuchen, alles Mögliche, was ich an Details aufnehmen konnte, euch zu erzählen. Sorry, dass ich übrigens ein bisschen weniger energiegeladen bin. Die erste Arbeitswoche auf meiner neuen Arbeit hat mich ein bisschen dann doch mehr gefordert, als ich es angenommen hatte, aber ich bin sehr zufrieden. Ja, und von daher sage ich mal, das war es erstmal mit diesem Vorschauvideo. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Zusammen bis sie alt.